ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliege, du bist mir nah. Goedemorgen allen, dit is Mr. John Peters hier met je top. Vandaag met gedanken uit Gottes woord. We gaan vandaag trainen in Matthäus kapitel 1. En we willen ons de Weihnachtsgeschichte vervieren. Nog waren welkom. Dit is John Peters met gedanken uit Gottes woord. Je hebt 12:50. KIKZ. 15 minuten wo we in het boek Matthäus kijken. En vielleicht kon je denken dat aanvangsjaar, als ik met dit afvang, dan weer groot Weihnachten gewas, wenn we vangen in januari die eerste aan. Januari 3 weer, aber we gingen dan even naar Matthäus kapitel 3. We reden je port van Matthäus 1 van de generatie, dat al het nieuwkomenschaft, dat deed we. Over de Weihnachtsgeschichte, die we groot gewas, dan zie ik dan dat we worden te Weihnachten trekken. So, we zijn een beetje handtrei in Matthäus. En so van daar zijn we Matthäus kapitel 1 van 18 tot 1 kapitel. Wo Josef moet een entscheidung maken, is hij zijn girlfriend zo te zijn, zijn bruid, wel als een vrouw neemt, wanneer ze zo een kind had. En we weten het kind weer van Helgen Jes. So heel krachtige gedankens wat jeder man wil gaan. Wat deed ik met dat, niet zo? Waar we in deze geschichte gaan, wil ik gleich een beetje een paar dingen te betonen, op te heben, van de tijd, wat dan wir. En de oorzaak waarom ik daaraan denk, is, we zijn nu al lang in Matthäus kapitel 4, 6 en 7 geweest, waar Jezus een leer brengt. En vele van die leer, dat wir dat geendeel van de leer wat dan wir. So wat van de leer wir dan, wat van de tijd wir dat, wo wir die Menschen. Waarom wird Jezus nicht zijn in 2020 geboren? Oder in 2022? Dat wird je zijn handlich geweest, nicht? Wir haben hier de Internet. Entschuldige. Wir haben hier de Internet, wir haben Phones, wir haben Television. Dat wird je zo handig geweest zijn, wanneer Jezus wird van de eerste dag op ihr wandelen en wird hij niet veel meer mensen erreichen können. Dat is een vraag wat mensen hebben. Waarom? Wordt Jezus krijgt aan geboren als hij geboren werd? Wel, de antwoord vinden we in Galater kapitel 4, vers 4, dat is ganz leicht. Galater 4, 4, dat zegt, als de tijd vol weer, dan zal God zijn zijn, geboren ten een jongvrouw, geboren onder het gezaad, zodat hij die kan vrijmaken wat onder hem gezaad wird. Mir interessiert die vers, dat zegt dat God is helemaal tidig, God is helemaal lood, krijgt zo in dien leven. Hij weet immer, wanneer de rechte tijd is, om dingen ändern in dien leven. Hij weet immer krijgt, wanneer de tijd is, om dien gebed beantwoorden. Hij is helemaal lood, hij is helemaal tidig. Met Jezus in die beurt, wie krijgt zo. De perfecte God, de God wat helemaal Fehler maakt, de wist krijgt, wanneer Jezus zal geboren zijn. Maar dat is toch interessant, te kijken, wo wir die tijd. Wel, dat wir 400 jaar stil geweest. Wat meinst du met? Wel, dat laatste boek im Oude Testament, dat is het boek Malachi. Malachi was de laatste profeet wat geschreven deed. En dan wir 400 jaar niet een openbaring van God, sagt de schrift zelfs. So die mensen hadden, dat is een lange tijd. Denken we aan 400, dat we niet teruggaan, maar de 1622. En dat is een zeer lange tijd. En zo, wat wir über in der tijd passiert, waar mensen leven, dat land Israël kwam wieder en ging uit, kwam naar huis, ging uit. En so is veel passiert. Du wir een Weltreiche evangelie gekommen en dan weer het Griechische Rijk. En die hadden de ganze Welt eingenomen te der tijd.
En die hadden de Griechische Spraak en de Griechische gedankes met ingebracht. Alexander the Great zei einmal, dat hij wil niet mensen overwinnen, hij wil die gewinnen. En zo hij bracht vele leerden van de Griechen. En zo die mensen, wat Jezus in de boodschap waren gehoord hadden, die waren een beetje Griechisch aan kunt. Die waren bekend zijn geweest met de Griechische leer. En de Griechische leer weer, doe dat wat die schijn gaat. Wanneer die dat schijn gaat, dan doe dat. Dat heet ik meest dat Buurgericht uit jeder maand deed wat reich wie in zijn ene uur, niet zo. En zo dat weer de gedanken wat overal weer te die tijd, wo Jezus geboren werd. Tweitens, de Pharisäer, die waren de Lehrer, die waren de Gemeindelehrer für das Volk Israel. Aber das waren nicht bloß Gemeindelehrer, das waren politische Amter. Die hatten eine Regierung Macht, auch in der Kirche. So die Kirche en de regering in Israel had zich befried, dat weer taub. En zo meest alles, en zo deze Pharisäer, die dachten zo, wel, die Griechische leer is, wanneer dat schijn gaat en dat. En zo ze weer niet het gegenteil. Ze dachten dat Gesetz nog strenger merken, als wat God geplant had. God had het Gesetz te Moses gegeven, en de Pharisäer dachten voor jeder, zum Beispiel, für die 10 Geboten hadden ze over 600 Geboten gemerkt en die erklärt. Und Gott hat die Brücken euch erklärt. Gott wird klar. Zum Beispiel, wenn er sagt, du deine Mama und Papa ehren, so dass du lang lebst auf Erden, du brauchst euch eine Erklärung, das ist ja klar, nicht so? So, wenn Jesus einmal sagt, die haben gehört, aber ich sage, das wird das Gegenteil von der Pharisäer erlehren. Zweitens, drittens, ich sagen, du wirst Frieden über die ganze Welt. Die Römer hatten alles übernommen, die hatten die Griechen überwindet, die hatten Israel eingenommen. En de ganze römische Welt hat Frieden. Das sagt Matthäus, ich denke in Lukas 2, dass der Kaiser Augustus mir einen Befehl. Und so, die ganze Welt hat Frieden. Kaiser Augustus wie der Lehrer von der Welt, die wir nicht kriegen. Und so, dass wir die beste Zeit in das Evangelium mitbringen, dass wir dann in der Apostelgeschichte lesen, das auch deuten. Viertens, du warst ein Befehl. Ich habe einen Befehl über die von des Weltlehrer, dass jeder Mann seine Heimatstadt gehen und sich die Leute teilen. Ein Census nehmen sie zu sein. Und so wir waren die beste Zeit, wo Maria und Josef dann nach Bethlehem reisen. Und dass wir auf 500 Jahre vorher dort prophezeit worden, gewahrgesagt worden, dass der Messias, der wird in Bethlehem geboren worden. Bethlehem, der kleine Dorf, wird die Ehehahn von den Heiland zur Welt bringen. Und so sind wir hunderte Ursachen, warum das der rechte Zeit wird. Zum Gott sein Sehen zu ihr bringen. Und das ist nicht wundervoll? Gott wie in seinem Himmel, für alle Ewigkeit, er merkt die Erde, er merkt Adam und Eva. Und Adam und Eva würden Gott seine Kinder gehalten haben, nicht so? Und die fallen. So, wenn die Kinder gefallen sind, nicht diese als beschuldigen, was habe ich alles getan, will wie ich sein, nicht nur Gott seine Kinder merken dort. Judas, wie 3 Jahre mit Jesus taub, und der fehlt. Der verstorb sich. So, nicht nur Jesus hat 100% gleich mit Menschen home. So, wenn die Kinder in der Welt sind, hier nicht halt mit Beten, die wollen freikommen. Die daten mit Gebet und mit dem Blut Jesus Christus. Aber gleich, die über zu denken, die über nur zu sein, dass Gott wie in seinem schönen Himmel, die Welt, die wir verloren sozusagen, die wir in Sinn, ein Leid sagt, die wir Welt wie dies da in Sinn, und dann, wie können nicht nach Gott kommen, wenn das wir allmählich. Wo kann ein sinnlicher Mensch für Gott kommen, was heilig ist, ne? Die Weihnachtsgeschichte sagt uns, dass Gott kommt dann nach uns. Er war ein Mensch, und Philippa sagt, er hat sich der Gottheit uittragen, die Herrlichkeit, die Kraft, er leidt hij dort. Dan werd hij geboren von einer Jungfrau. En hij ging krijgt dat daar voor ik durchgehen. Ich sage, Hebräer, ich kann ganz 100% mitfallen mit uns, have mitleid mit uns. Und hij weet krijgt wat het gaat. So Gott weet wo mir und dir das geht. Ob diese Erde sind, wo der Schlag geht, wo der Verlust ist, wo der Tod ist, wo die Weide sind. Und das ist für mich bloß eine wundervolle Botschaft, dass Gott kommt nach uns, wenn wir nicht nach ihm kommen. Und er beweist seine Leib, für diese gefallenen Menschen. Die Weihnachtsgeschichte ist immer war er nies, ist immer war er nie. Und so hier braucht er Menschen, zum sein perfekter Willen vollfüllen.
Hij braucht eine Jungfrau, Maria, wat die gehoorzaam wir. En wanneer du an denkst, wat zegt Maria jo? Wel, ze zegt jo te ne Schoon. Wegen de Heilige Geist, oder der Engel Gabriel zegt te aarde, du was een kind gebären, aber der wird nicht ein irdischer Futter haben. Das ist, warum Jesus volop wir Unsinn, wegen er hat nicht ein menschlicher Futter. Er hat nicht die fallende Natur mitgekriegt, was er haben. Die gefallene Natur. Aber diese junge Frau, der junge Mial, der sieht ja zu schauen, der sieht ja zu plädieren, der sieht ja zu gespart sein von den Menschen. Wenn hier wir eine junge Mial, ja, die wie getrüht, der Mann Josef, der Freund zu sein, aber die wird noch nicht befreit. So getrüht dort erst eine Zeit von Engagement. Und so nu, sagt es hier Matthäus, dass Josef, der musste überdenken, was ist meine Mial, wo ich mich mit befreien will, der soll ein Kind haben, und ich weiß, das ist nicht mein Kind. Aber der Engel, der kommt der Arm im Traum und sagt, jetzt Gott sein Plan. Weißt du, was mir das sagt? Gott sein Plan ist für einen weit büter unseren Plan. Wir würden gedacht haben, Gott muss so und so, ne? Aber Gott, der ist hier ganz was anderes, als was Menschen gedacht haben. Und ich sagt der Engel zu Josef, hab nicht Angst, diese Früh zu nehmen. Wenn dort wird sie drehen, das vom Heiligen Geist. Sie wollten so einen Sehen haben, in dem sie nun was Jesus sagt, wegen er wird seine Menschen von ihrer Sinn raten. Nach einem anderen Namen wird ja am jedem sagen, als Immanuel, das bedeutet Gott ist mit uns. So nu wieder 500 Jahre alt was, nu auf einmal offenbart sich das Licht. Der Heiland ist reut gekommen. Eine Jungfrau hat ja gesagt, zu Gott sein will. Und das Josef, ein wundervoller Mensch, sie dann auch ja. Habe ich nicht gereut, die Schon auf sich nehmen, zum gespart werden, zum ewig geplädert werden. Aber sie werden gehorsam zu Gott und Gott seine Stimme. Und Gott wissig mit das. Und so hier haben wir ein junges Paar, was treu wir, gehorsam wir zu Gott. Sie sehen Jota an. Und die Weihnachtsgeschichte geht hier dann wieder. Und so das nächste Mal, dann wollen wir übergehen in Matthäus Kapitel 2, wo die Menschen von weit aufkommen, ob wir nahen die Wesenmänner oder die Heilige Drei Könige. Wir sind in das Buch Matthäus, haltet hier ab 1250 KIKZ. Wo ich auch stehe, du warst schon